Den traditionelle Friedensmarsch hat so in den 28. März stattgefunden, mit wenn zum Coronavirus ist auf den 20. Juni verloren ging. Ziel war es, für den Frieden an der Welt ergänzt der Brüste vom Staat zu manifestieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind dieses Jahr natürlich zu Männer auf unserem Friedensmarsch, wie wir das letztes Jahr waren. Und wir haben uns dadurch erwartet. Und wir sind aber wirklich froh, zu sehen, dass trotz Corona-Zeiten so viele Leute heute zusammen sind. Heute zusammen sind, für den Frieden zu demonstrieren. Wir wollen einfach, dass Jürgen sich engagiert. Sie wird an der Gesellschaft, mehr auch an den Betrieben, auch an den Schulen. Weil was wichtig ist zu dieser Zeit, ist auch Machtbestimmung und noch Kämpfe für mehr soziale Gerechtigkeit. Weil das sind alles Fälle, die inkompatibel sind mit Konflikt, mit Abrüstung und mit Krieg. Also wir sind echt da, für die Leute zu informieren und auch für sie zu mobilisieren. Wenn sie nicht für Haut für ihre Rechte kämpfen, und egal welchem Bereich, dann haben sie ihre Rechte verloren. Das ist sowieso, ich meine, das ist ein wichtiger Teil, den wir integrieren an einer ganzen Reihe von Dossien, die alle nicht verbunden sind. Weil, wie wir auch wissen, zum Beispiel an der Klimapolitik, wir wissen ganz genau, dass Verschlechterung vom Klima führt zu Konflikten. Und da sind wir auch an den Dossier engagiert, weil wir wollen am Anfang alle Formen von Konflikt verändern. Weil wir wissen ganz genau, dass die Jugendlichen auch darunter leiden, in einem Krieg zum Beispiel. Weil es sind die Ersten, die gezwungen gehen, sich zu enrollieren, für zu kämpfen, sind die Ersten, die Studien an ihr Privatleben auf Zeit setzen und sind oft die Ersten, die auch sterben. Wir sind alle schockiert, dass so viele Suen investiert gehen an Abrüstung zu Lützeburg. Suen, die könnten benutzt gehen, für die Education zu verbessern, für die Sozialpolitik zu verbessern. Das ist einfach eine Schande. Mit Friedens- und Solidaritätsplattform, die ist für 2-3 Jahre entstanden, weil die Friedensbewegung zu Lützeburg ziemlich angeschlafen war, sozusagen. Und das entstanden, weil aus verschiedenen Ecken von der Gesellschaft. Und wir müssen die unterschiedlichen Leute, die trotz einem gemeinsamen Ziel, dem Frieden, aber vielleicht unterschiedliche Aussichten haben, muss man zusammenbringen und auch dort den Dialog mal aufbauen, für das wir können mobilisieren für den Frieden heute zu Lützeburg. Bei uns Revendikationen heute sind für allem mal Aufrüstung, das heißt Lützeburg, aber auch international soll abgehalten gehen, weiter suchen und Abrüstung zu stärken, soll abgehalten gehen, zum Beispiel die Militärsatelliten, die Lützeburg baut, den Militärtanker, der gebaut wird, alles das wollen wir nicht. Wir denken nicht, dass in so Frieden kann bewirken. Wir fordern auch, dass Flüchtlinge besser abgeholt gehen und noch Flüchtlingswehr viel mehr also aufgesichert gehen und dass sie nicht mehr müssen ihr Leben aufs Spiel setzen, für irgendwie Sicherheit zu kommen in Europa. Aber als Resultat erwarten wir uns, dass immer mehr Leute sensibilisiert sind zu dem Thema und dass die Politik auch merkt, dass sie nicht einfach machen können, sondern dass sie die Leute ganz kritisch nachgucken. Die Gary Diederich hat unter anderem gesagt, dass sie sich über aktuelle Situationen, zum Beispiel Kriegssituationen, informieren und fragwürdige Quellen überprüfen. Allein sich zu informieren geht nicht. Es soll in Handeln zum Beispiel auf Demonstrationen gehen und seine eigene Meinung frei äußern.